Willkommen zu Kölner Bilder und welche Geschichten sie erzählen. Heute geht es um dieses Bild. Wir sehen eine historische Werbepostkarte der Gaststätte Altes Präsidium von Heinrich Baumann in der Schildergasse 84. Auf der Postkarte, die 1899 im Umlauf war, scheint etwas nicht zu stimmen. Links präsentieren uns 4 wohlgenährte Kellner auf Tabletts in jeweils passenden Gläsern 4 verschiedene Biere. Dortmunder, Pilsener, Münchener und Kulmbacher. Und gleich daneben wird gereimt. Die Dicken tragen schon manch Jahr die Bier und Weine kühl und klar. Kommt ihr zum Rhein, um Köln zu sehen, vergesst nicht, in dies Haus zu gehen. Und schließlich sehen wir im Hintergrund auf der Theke die Zapfstelle des Bieres, auf der Exportbier zu lesen ist. Als Kölnerinnen und Kölner blickt man ratlos und vielleicht sogar ein wenig empört auf diese Postkarte und fragt sich, wo ist das Kölsch? Das ist schließlich eine einzigartige Tradition und gehört in seinen Stangen zu Köln wie der Dom und der FC. Wollte der Inhaber des Alten Präsidiums die Kölnerinnen und Kölner möglicherweise provozieren? Aha, endlich ein vertrautes Bild. Das kennt man aus den heimischen Brauhäusern. Der meiste Freud der Kölsche het, auf Bürgerschmann, auf Ringkadett, an echtem Wies wie Meeretan und an einem leckeren Haufen Hahn. Wieso Wies? Fangen wir mit der Geschichte des Brauens in Köln an. In Köln wurde schon spätestens seit dem Jahr 873 Bier gebraut. Und das in einer großen Anzahl von Hausbrauereien. Allerdings handelte es sich dabei um Grotbier, das mit dem heutigen Bier nur wenig gemeinsam hatte. Denn das Brauen war seinerzeit hinsichtlich eines reproduzierbaren Geschmacks reine Glückssache. Man würzte das Bier statt mit Hopfen mit einer regional unterschiedlichen Kräutermischung. Dazu gehörte oft Beifuß, Rosmarin, Thymian, Salbei, Lorbeer, Anis, Kümmel, Wacholder und darüber hinaus kam gerne das hinein, was gerade im Garten wuchs. Man kann sich schon bei der Aufzählung der Kräuter vorstellen, dass das Bier ganz anders schmeckte und aussah als heutiges Bier. Besonders erwähnen muss man in diesem Zusammenhang das innerhalb der Stadtgrenzen Kölns zu Recht verbotene Dollbier. Diesem dunklen Bier, dessen Name Programm war, wurde Bilsenkraut beigemischt. Das alkaloidhaltige Kraut führt zu starken Rauschzuständen und bisweilen auch zu Vergiftungen. Das konnte aber viele Kölner nicht davon abhalten, immer wieder die Stadtgrenzen zu verlassen, um im nächstgelegenen Brauhaus einige Krüge des berauschenden Getränks mit beim Genuss überproportional zunehmender Euphorie zu sich zu nehmen. Letztlich wurde das Grutbier im 15. Jahrhundert vom Keutebier verdrängt. Und das war auch gut so. Im Keutebier wurde zur Würzung fast ausschließlich Hopfen verwendet, der gleich mehrere Vorteile hatte. Zum einen war Hopfen völlig ungiftig und zum anderen hat Hopfen eine antimikrobielle Wirkung. Hopfen hemmt das Wachstum bestimmter Mikroorganismen, besonders von Milchsäurebakterien, die meist für das schnelle Verderben des Bieres verantwortlich waren. Der Konsum von verdorbenem Bier war ähnlich wie die Verwendung gesundheitsschädlicher Zutaten ein großes Problem in der damaligen Zeit.
Mit Hopfen wurde das Bier gesünder und länger haltbar. Damals war Bier kein Genussmittel wie heute, sondern ein Grundnahrungsmittel, das von der ganzen Familie, also auch von Kindern, konsumiert wurde. Das machte durchaus Sinn. Das damalige Bier enthielt erheblich weniger Alkohol als das heutige Bier und war hygienisch wesentlich zuverlässiger als das verfügbare Trinkwasser. Das Kochen der Würze und die Kombination mit dem Hopfen machten Bier zu einem relativ sicheren Lebensmittel. Die Menschen der damaligen Zeit wussten zwar noch nicht, warum das so war, sie wussten aber, dass es so war. Mit der Zeit optimierten die Brauer durch Erfahrung den Brauprozess weiter und so entstand aus dem Keutebier das Kölner Wies. Gemeinsam hatten das Grut und das Keutebier, dass sie obergärig hergestellt wurden. Bei obergärigem Brauen steigen die Hefebakterien während der Gärung an die Oberfläche des Brausuds und können dort abgeschöpft werden. Die optimale Temperatur liegt dabei zwischen 15 und 24 Grad. Bei einer untergärigen Brauweise werden andere Hefen verwendet, die bei einer Gärungstemperatur von nur etwa 4 bis 9 Grad auf den Boden des Fermentationsgefäßes absinken. Aufgrund der niedrigen Gärungstemperatur konnte man bis zur Verbreitung der Kältemaschine in den 1870er Jahren diese Biere nur in seltenen Fällen ganzjährig brauen. Die wichtigsten untergärigen Biersorten sind beispielsweise Pils, Export, Märzen und Lager. Die bekanntesten Vertreter der obergärigen Biersorten sind Kölsch, Alt, Stout, Pale Ale und Weizen. Das obergärige, mit Hopfen gewürzte Kölner Bier konnte vom 16. bis zum 19. Jahrhundert je nach verwendeter Gerste und deren Verarbeitungstemperatur mal hell oder auch dunkel sein. Da sich Kölsch von Alt im Kern lediglich von der verwendeten Gerstensorte und deren Verarbeitungstemperatur unterscheidet, brauten viele Kölner Brauhäuser zu dieser Zeit, nach heutiger Begrifflichkeit, eine Art Altbier. Das alte Kölner Bier hatte es nicht leicht. Insbesondere, wenn man sich die alten Gaststätten vorstellt, die die Urahnen der heutigen Kölner Brauhäuser waren. Die Kölnische Zeitung vom 17. November 1908 enthält eine gute Beschreibung der alten Gaststätten, die uns auch einiges über das alte Kölner Bier erzählt. Freilich, auch früher hat man schon Kölsch getrunken. Den Fremden war es zu bitter und zu wenig kohlensäurehaltig. Sie glaubten, wenn sie den großblasigen Schaum sahen, der nicht am Glase haften blieb, dass man ihnen abgestandenes Bier vorgesetzt habe. Auch war das Äußere der Schankstätten meist derartig, dass sich ein Fremder kaum hineinwagte. Uralte Privathäuser, in denen seit Jahrhunderten Bier gebraut und ausgeschenkt wurde, oft in abgelegenen Gassen befindlich. Höchstens ließ der Schankwirt, wenn die Zimmer zu klein waren, eine Wand herausnehmen und machte aus 2 kleinen Räumen einen größeren. Oft hielt man es aber nicht einmal für nötig, diesen dann auch mit der Tapete und dem Anstrich einheitlich auszugestalten. Es war ja ohnehin in diesen Räumen, in die die Decke des Obergeschosses tief herabhing, so dunkel, dass das auch nicht weiter auffiel. Auch überzog der Rauch allmählich Wände und Decke mit einem gleichmäßigen Ton, während man die Schäden des Fußbodens durch reichliches Aufstreuen von weißem Sand zu verdecken suchte. Das änderte sich im 19. Jahrhundert, als untergärige Biere, wie beispielsweise Pils oder Lager, begannen, das obergärige in Köln gebraute Bier zunehmend vom Markt zu verdrängen. Die Wirte waren gezwungen, ihre Gaststätten zu modernisieren, da man versuchen musste, auch das Bürgertum und die Touristen als Kundschaft zu erreichen, wenn man als Gastwirt überleben wollte. Die Lokale wurden Ende des 19. Jahrhunderts heller. Sie erhielten oft Wandvertäfelungen, neue sanitäre Anlagen, neue Tische mit Tischdecken, aus dem Kürbis wurde häufig ein Ober und aus dem Rührei wurde ein Omelette fin herbe. Der Ausschank von obergärigem Kölner Bier wurde zugunsten von untergärigem Bier wie Münchner oder Dortmunder eingeschränkt oder häufig ganz eingestellt.
Als Anfang des 20. Jahrhunderts erstmals das moderne, helle und klar filtrierte Kölsch hergestellt wurde, setzte zunehmend ein Trend zu den Wurzeln ein und es entstanden Brauhäuser, die den heutigen Brauhäusern ähnlich waren. Es wurde zunehmend Wert auf die Qualität des Kölschs und der Speisen gelegt und viele alte Dinge wie blanke Holztische und der Kürbis feierten eine Renaissance, die bis in unsere Tage anhält. In kurzen Worten schildert uns der Kölner Lokalanzeiger vom 8. Dezember 1931 eine der Auswirkungen. Dem Oberkellner hatte ich in der vergangenen Woche seinem feierlichen Diplomatengesicht entsprechend demütig bestellt: Bringen Sie mir bitte ein Schnittchen Holländer. Jetzt, wo derselbe Mann wieder Kürbis geworden war, rief ich ihm durchs ganze Lokal zu: Wo blieb mir Röngelsche mit Kies? Die Industrialisierung des Brauprozesses Ende des 19. Jahrhunderts hatte eine starke Auswirkung auf die Kölner Brauerstruktur. Es entstanden immer mehr industrielle Brauereien, welche untergäriges Bier produzierten, das zu dieser Zeit auch bei den Kölnern sehr populär war. Parallel dazu nahm die Zahl der obergärig brauenden Kölner Hausbrauereien immer weiter ab. Gab es im Jahr 1880 noch ca. 110 Kölner Hausbrauereien, war im Jahr 1910 nur noch die Hälfte übrig. Die verbliebenen obergärigen Brauereien rüsteten ebenfalls technisch auf, was zumindest zu einer konstanten Qualität des gebrauten obergärigen Bieres führte. In diesem Zuge wurde das trübe Wies zum blanken, also filtrierten Kölsch. Der Begriff Kölsch als Biersorte etablierte sich eher zufällig. Die obergärigen Kölner Hausbrauereien grenzten sich in ihrer Werbung gegen die industrielle untergärige Konkurrenz dadurch ab, indem sie begannen, mit dem Slogan Echt Kölsch zu werben. Echt Kölsch deutet sowohl auf die lokale Herkunft hin, schloss die Historie mit ein und nahm natürlich auch Bezug auf die obergärige Brauart. Die erste mir bekannte Bezeichnung von Bier als Kölsch stammt aus dem Jahr 1893. In einem Artikel mit dem Titel Kölner Bierbrauereien im Kölner Lokalanzeiger vom 19. September 1893 stellt der Autor Unter- und Obergärung gegenüber und singt ein Loblied auf die Brauer, die weiterhin dem obergärigen Bier die Stange halten. Wörtlich hieß es: Fahren unsere Brauer in diesem Bestreben fort, dann wird das Kölsch ohne Zweifel durch keine fremde Brauart aus dem Felde geschlagen werden können. Ab der Jahrhundertwende wird der Begriff Echtkölsch üblich und lässt sich in zahlreichen Zeitungsanzeigen nachweisen. Interessant ist die Frage, wie der Marktanteil des Kölschs in Köln in der Vergangenheit aussah. Dazu gibt uns der Kölner Lokalanzeiger vom 22. August 1927 in dem Artikel Der Bierverbrauch in Köln genaue Auskunft. In Köln stellen etwa 15 Großbrauereien Lager- und sogenanntes Exportbier her und etwa ebenso viele Hausbrauereien sorgen für das sogenannte Kölsch. Zurzeit werden jährlich etwa 750.000 Hektoliter Lagerbier und zwischen 50.000 und 60.000 Hektoliter Kölsch gebraut und rund 400.000 Hektoliter auswärtige Biere, in der Hauptsache Voll- und Starkbiere, eingeführt. In den 1700 bis 1800 Bier- und Weinrestaurants Kölns werden jährlich nach Abzug des ausgeführten Bieres etwa 1 Million Hektoliter Bier vertrunken. Das macht auf den Kopf der Bevölkerung 1,25 bis 1,5 Hektoliter im Jahr. Hinsichtlich des Bierverbrauchs steht Köln unter den Städten des Reichs mit an erster Stelle und übertrifft auch hierin Berlin. Das bedeutet nach grober Rechnung, dass das Kölsch in Köln im Jahr 1926 einen Marktanteil von nur etwa 5 oder 6% hatte. Wer hätte das gedacht? Ganz besonders überraschend ist, dass in Köln in der Vergangenheit ganz offensichtlich gerne Altbier getrunken wurde. So schenkten einige Kölner Gaststätten Ende der 1920er und zu Beginn der 1930er Jahre erfolgreich Alt aus. Nicht nur das, einige Kölner Brauereien, deren Namen bis heute für Kölsch steht, brauten in dieser Zeit auch Altbier.
lässt man die offensichtlich bereits nur scheinbar seit alters her existierende Bierrivalität zwischen Kölsch und Alt einmal außen vor, galt in Köln hinsichtlich des allgemeinen Biergeschmacks traditionell und ohne Missgunst eher die Devise jedem Tierchen sein Pläsierchen oder jede Jeck ist anders. Dass es heute überhaupt noch Kölsch gibt, ist Hans Sion zu verdanken, welcher nicht umsonst Vater des Kölsch genannt wird. In den 1950er Jahren gab es in Köln noch ca. 20 Brauereien, von denen die meisten auch heute noch, zumindest als Markennamen, existieren. Die meisten dieser Brauereien hatten eine bunte Palette von Biersorten am Start. Fast alle brauten Pils, Export, Märzen, Alt und auch Kölsch. Wobei die untergärigen Sorten den mit Abstand größten Anteil ausmachten. Im Rückblick gehen einem die Worte Reisdorf Pils oder Sester Alt nur schwer über die Lippen. Hans Sion begriff, dass man mit den wenigen gegenüber der Dortmunder Konkurrenz fast winzigen Brauereien einen direkten Wettbewerb nicht überstehen würde. Allein die Dortmunder Aktienbrauerei braute mehr als doppelt so viel Bier wie alle Kölner Brauereien zusammen. Allerdings war Hans Sion auch Realist genug, um einzusehen, dass mit dem alten Kölsch kein Start zu machen wäre. In einem Interview mit Franz Matta aus dem Jahr 1990 fasste er dies recht drastisch zusammen. Zitat: Dieses Bier, das damals gebraut wurde und das als Kölsch verkauft wurde, war ein Bier, von dem man sagen würde, dass man es keinem Esel ins Ohr schütten würde. Es musste ein neues Kölsch her und so wurde es gemacht. Man designte ein Kölsch, das mit dem alten Kölsch außer dem Namen und der obergärigen Brauart aber auch gar nichts gemein hatte. Es war hell, hopfenbetont, hatte einen stabilen Schaum, war wesentlich leichter und es war haltbar, sodass es auch in Flaschen abgefüllt werden konnte. Und es traf den Geschmack der Zeit. Nach und nach gelang es Hans Sion, alle Kölner Brauereien davon zu überzeugen, das Brauen von untergärigem Bier und übrigens auch von Alt zugunsten des neuen Kölschs einzustellen. Das neue Bier war sehr erfolgreich. Innerhalb der folgenden 20 Jahre verzehnfachte sich die Kölschproduktion. Erfolg schafft Neider. Aber die Kölner erwiesen sich als sehr clever. Schon in den 1960er Jahren gab es Klagen gegen auswärtige Brauereien, die ihr nicht in Köln gebrautes Bier als Kölsch bezeichneten. Das Landgericht Köln bestätigte bereits im Jahr 1963, dass Kölsch auch eine geografische Herkunftsbezeichnung ist. Im Jahr 1986 verabschiedeten die Kölner Brauereien dann die Kölsch-Konvention, in der neben der Herkunft auch detailliert alle Eigenschaften des Kölsch und zum Beispiel auch die Vorgabe der Verwendung von Kölschstangen geregelt ist. Geadelt wurde Kölsch dann im Jahr 1997, indem es von der EU als geschützte geografische Angabe anerkannt wurde. Was für eine Story der cleveren Kölner, Hans Sion sei Dank. Seit den 1970er Jahren war das moderne Kölsch, das wir heute in Köln gerne trinken, unangefochten das Kölner Bier. Da Köln seit dem Einzug der Gebeine der Heiligen Drei Könige eine Stadt mit einem bedeutenden Tourismus ist und auch viele zugezogene Bürgerinnen und Bürger in Köln leben, schließen wir mit ein paar praktischen Hinweisen zu den Kölner Brauhäusern. Tag zusammen! Ein kölsches Brauhaus hat einige Besonderheiten. Beispielsweise der Beichtstuhl, der sich auch Thekenschaaf oder Kontörchen nennt. Dabei handelt es sich um einen begehbaren Büroschrank mit Fenstern, der meist zwischen Schwemme und Gaststube platziert ist und den man auch heute noch in manchen Brauhäusern bewundern kann. In dem Schrank saß der Wirt, der Weth, und erledigte seine Geschäfte, während er die Kürbisse und die Gäste genauestens im Blick hatte. Die Schwemme ist quasi der Stehplatzbereich eines Brauhauses. Sie befand sich oft in den Hausfluren, wo auch das Kölsch gezapft wurde. Bis heute wird sie von durstigen Passanten gerne für ein schnelles Kölsch zwischendurch genutzt. Ursprünglich war sie aber auch der Bereich für Personen, die die Gaststube nicht betreten durften. Zu dieser Personengruppe zählten bis 1795 beispielsweise der Henker und seine Gehilfen, die Abdecker und die Stadtsoldaten. Momentchen bitte.
Die Lück hatten durch. In einem Kölschen Brauhaus gilt mit dem Betreten unter der Bestellung des ersten Kölschs eine ungeschriebene Regel. Der Kürbis bringt dem Gast unaufgefordert ein neues Kölsch, wenn dessen Glas leer ist oder zur Neige geht. Das hat praktische Gründe. Kölsch wird in kleinen 0,2 Liter fassenden Stangen serviert, die meist schnell geleert werden. Würde der Kürbis bei dieser Trinkgeschwindigkeit jeden Gast einzeln fragen, ob er ein neues Kölsch wünscht, würde das dem Durst der Gäste kaum gerecht und insbesondere den Vertrieb des Kölschs verlangsamen. Der Wirt und der Kürbis gehen grundsätzlich davon aus, dass es nicht bei einer mit köstlichem Kölsch gefüllten Stange bleibt. Will man die ständige Kölsch-Nachlieferung durch den Kürbis beenden, legt der kundige Gast einfach einen Bierdeckel auf die leere Kölschstange. In diesem Sinne, Prost Kölle! Übrigens, der Name Kürbis ist die kölsche Kurzform von Jakob. Wenn man sich fragt, warum alle in Brauhäusern servierende Männer Jakob genannt werden und nicht beispielsweise Scheng oder Jupp, muss man wahrscheinlich bis ins Mittelalter zurückblicken. Damals machten viele Pilger, die den Jakobsweg bis Santiago de Compostela gingen, in Köln Station und mussten sich oft für die Weiterreise Geld verdienen. Man kann annehmen, dass viele in den Schankwirtschaften arbeiteten. Und da die Kölner immer schon praktisch waren, nannte man die servierenden Pilger einfach Jakob bzw. Kürbis. Hey Jakob! Nee, das ist ne Kürbis! Kölner Bilder und welche Geschichten sie erzählen. Es ist immer wieder erstaunlich, welche Geschichte sich manchmal hinter einem Bild verbirgt. Wenn Sie Fragen oder Beiträge zum Thema haben, benutzen Sie gerne die Kommentare. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren YouTube-Channel abonnieren, den Film teilen und natürlich über ein Like.